die schöne Frau Lebkuchen. «Wow, Mami, schau mal die schöne Lebkuchenfrau da. Ist sie nicht wie eine Prinzessin in ihrer glitzerigen Kutsche mit den silbrig glänzigen Kügelchen, den rosaroten Zuckerblümchen auf dem Kleid und dem pinkigen Schleifchen auf dem Kopf?» Bleiben die Modi aus der Stadt vor dem prächtigen Schaufenster von der grossen Bäckerei stehen und staunen. Jedes möchte gerne eine solche Lebkuchenfrau haben und mit heimnehmen. Natürlich nicht zum Essen. Also noch grad nicht. Zuerst eins zum Aufstellen, weil sie so schön ist. Teil bekommen eine. Teil bekommen keine und täupeln. Aber die wunderschöne Lebkuchenprinzessin, die im Fenster steht, die gibt es sowieso nicht. Für das Kaufen sind ihre kleineren Kolleginnen im Gestell parat. Oder die Lebkuchenmannen. Ein grösserer von denen steht übrigens auch im Schaufenster. Der gefällt dir natürlich eher den Gielen mit seinen grossen Teigmuskeln und dem schiefen Grinsen. So wie es aussieht, findet die Frau Lebkuchenprinzessin nicht so cool. Die schaut nämlich extra in die andere Richtung. Die Frau Lebkuchenprinzessin müsste eigentlich rundum glücklich sein. Alle finden sie schön, wollen sie gerne um sich haben und sie lebt in einer zwar verschneiten Landschaft aus Puderzucker, aber muss gleich nicht kalt haben. Daneben steht sie zwischen Bäumchen aus Marzipan und es hat ein riesiges Lebkuchenschloss für sie parat. Aber eben, müsste eigentlich glücklich sein, heisst noch lange nicht, dass es so ist. Hey, schön ausgesehen alleine ist nicht das, was die Frau Lebkuchenprinzessin will. Klar fägt's, wenn sie hört, dass nicht nur die Lebkuchenmannen, sondern auch die Spitzbuben und die Grittibänzen ihre Freunde sein. Aber sie findet die alle nur langweilig. Denen käme ja nie in den Sinn, sie einmal zu fragen, ob sie mitten am Feierabend, wenn der Laden zu ist, einen Ausflug machen. «Nein, das glaube ich einfach nicht», muffelt sie drum. «Echt, ich mag nicht schon wieder einen Tag lang in der Kutsche stehen und die Leute anlächeln. Das stinkt mir dieser weh. Mir bröselt etwa das Gesicht auseinander, wenn nichts passiert.» «Ja, wunderschöne Lebkuchenprinzessin, ladest mich endlich in deine Kutsche ein, dann wird's dir nicht mehr langweilig.